Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler natürlich, Leute. Ja, zum vierten Bundesligaspieltag, oder? Ja. 0:5 bei Werder Bremen gewonnen. Lob und Anerkennung für diese Leistung, würde ich sagen. Und bevor wir ein bisschen ins Detail gehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Ja, vielen lieben Dank, wenn ihr dies tun solltet. Ja, zum Spiel. Ein super Spiel. Ja, einfach ein super Spiel von unserer Mannschaft. Ja, der eine oder andere Spieler ist ein bisschen abgefallen, kommen wir in der einzelnen Spielerbenotung zu, aber mannschaftlich war es sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark. Das erste Mal, dass unsere Innenverteidigung beide stark waren. Ja. Min-Jae haben wir heute mal ein bisschen mehr im Blick gehabt, meiner einer. Und ja, er hat sich einen Lapsus geleistet, aus dem zum Glück nichts passiert ist. Ansonsten hat er 3-4 Szenen, gerade die ersten 20 Minuten, richtig starke gehabt. War super, super sicher heute. Ich habe schon zu Mara gesagt gehabt, ob es vielleicht einfach daran liegt, dass er Angst vor Manuel hat. Ja? Ich meine, guten Ulle war jetzt auch nicht immer so weit vorne. 1-2 Mal stand er auch so hoch wie Manu, aber ansonsten stand er auf jeden Fall tiefer. Ich weiß es nicht. Ja, es war wirklich eine starke Leistung von Min-Jae. Ja, sehr souverän, alles weggearbeitet, stark nach vorne wegverteidigt. Aber kommen wir auch nochmal drauf zu, wenn wir auf die einzelnen Spielerleistungen kommen. Gehen wir es kurz durch. Ich denke, Bremen sehr stark. Die ersten 20 Minuten hat die Räume sehr gut zugemacht, stand natürlich sehr, sehr defensiv. Ja, aber wie gesagt, sehr gut. Wir mussten viel arbeiten, um Chancen zu erspielen, was auch eher nur so Halbchancen waren. So der letzte Touch hat gefehlt, beziehungsweise war dann noch ein Bremer da. Also wie gesagt, Bremen hat es uns wirklich schwer gemacht, die ersten 25 Minuten. Da haben wir natürlich das Tor gemacht, haben dann 9 Minuten später das zweite nachgelegt. Aber auch nach dem 0:1 hat Bremen nichts an ihrer Spielweise geändert, hätte mich aber auch gewundert. Ja, ja, dann haben wir das zweite Tor gemacht und dann haben wir die Halbzeit noch ein bisschen runtergespielt. Bremen hat geschaut, dass sie in die Halbzeit kommen. Dann war es klar, dass Bremen, wenn sie aus der Halbzeit kommen, nochmal alles versuchen werden. Das haben sie auch getan. Wir waren zum Glück diesmal da. Ja. Vielleicht auch noch nicht ganz so präsent, wie wir es dann in der ersten Halbzeit waren, aber wir haben gut dagegen gehalten. Und haben das Spiel dann mit dem 3:0 auch wieder endgültig im Griff gehabt. Ja, wir hatten so 10 Minuten Anfang der zweiten Halbzeit, aber das war abzusehen, dass Bremen da nochmal alles versucht hat. Standen mal ein bisschen höher, haben uns hoch angepresst. Da haben wir auch gesehen, den einen oder anderen Lapsus. Aber am Ende des Tages, Bremen hat nicht einen Torschuss gehabt, Leute. Ja, also worüber reden wir? Ne? Natürlich könnten wir jetzt wieder anfangen, könnten einzelne Sachen rausnehmen und das ein bisschen kritisieren, aber Leute, was, das 6. Spiel, der 6. Sieg, 5:0 in Bremen, die bisher nicht so eine schlechte, die ganz gut reingekommen sind in die Saison, ja, wo man auch gesehen hat, dass sie defensiv sehr, sehr gut standen. Und die Umschaltmomente, die Bremen gerne gehabt hätte, gerade die ersten 20 Minuten, wurden konsequent vor allen Dingen von Min-Jae weggearbeitet. Bremen hat versucht, über die Seite zu kommen auf die Min-Jae. Wahrscheinlich haben sie ihn ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht. Min-Jae super stark. Ja, da ging nichts über die Seite durch. Das war sehr, sehr gut. Und von daher war es dann ein gelungenes Spiel. Ja, dann mit dem 4:0 vom überragenden Michael. Serge hat sein Ding dann noch gemacht. Und dann ist das Spiel dahin geplätschert. Ja. Dann haben wir nicht mehr 110% gegeben. Wir haben trotzdem noch versucht, nach vorne zu spielen. Ja, die Einwechselspieler, die kamen, haben aber natürlich ein bisschen den Spielfluss rausgenommen. Was völlig fein ist. Nochmal, wir haben 15:0 in Bremen gewonnen. So viele Mannschaften werden auch nicht 15:0 in Bremen gewinnen. Ne? Das muss man mal ganz klar auf dem Schirm haben. Man muss das auch nicht immer alles so schlecht sehen, wie das manche dann tun. Ne? Gut. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick in die Statistiken. Und dann gehen wir mal rein in die Spielerbenotung. Gut, Ballbesitz 30:70, Abseitsstellung 0:1, Fouls 4:13, Zweikampfquote 47:53. Wir haben endlich mal eine positive Zweikampfquote. Schüsse aufs Tor 0:7.
Schüsse insgesamt 0,25. Ecken 1,4. Angekommene Pässe 284 zu 778. Flanken 5,12. Schüsse insgesamt. Musiala 9. Kane 7. Kimmich 2. Okay, wild. Also hat ein Olise 2 Tore gemacht ohne Schüsse, oder wie? Gut, vielleicht, ja, hier werden halt nur die ersten 3 angezeigt. Ne? Torschussvorlagen, Michael 2, Kane 2, Ulle 0. Kann man mal erwähnen, oder? Wilde Statistiken hier. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala 8, Kim 7, Upamecano 5. Ballkontakte 153, Kimmich 117, Kim 115, Upamecano. Gut, fangen wir an mit der Mannschaftsnote. Mannschaftsnote würde ich heute eine 2 geben. War schon nahe am perfekten Spiel, aber ja, wir lassen uns mal noch ein bisschen Luft nach oben, denke ich. Aber wie gesagt, wenn man 0 Torschüsse zulässt und 5 Tore erzielt, ist es schon eigentlich ein perfektes Spiel. Wenn wir jetzt mal die Mannschaftsleistung sehen. Aber ja, es gibt 1, 2 Sachen. Von daher, wir lassen uns noch ein bisschen Spielraum. Für mich Note 2. Gut, Vincent Kompany, Note. Ja, ich habe eigentlich nichts. Gut, wir können ein paar Sachen, ja. Ich gebe ihm auch eine 2. Warum? Die ein oder andere Aufstellung habe ich nicht wirklich verstanden, wenn ich ehrlich bin. Also warum wieder ein King in der Startelf steht, I don't know. Aber nochmal, ich sehe keine täglichen Trainings. Ja. Vielleicht ist er da überragend. Wenn dem so ist, dann hat er jetzt 2-mal gespielt, hat 2-mal seine Chancen meiner Meinung nach nicht genutzt. Da muss man mal gucken. Wenn er weiterhin überragend im Training ist, vielleicht sollte man dann trotzdem mal jemand anderen die Chance geben. So, Conny Leimer als Rechtsverteidiger für mich ein absoluter Totalausfall. Leider Gottes. Aber das war nicht anders zu erwarten, weil Conny Leimer war als Rechtsverteidiger schon unter Thomas Tuchel eine Katastrophe defensiv. Ja, offensiv, gar keine Frage, hat er seine Qualitäten. Kämpferisch auch, aber im Abwehrverhalten war das eine Katastrophe. Ja. Der Rest, alles gut. Ja. Der Rest gibt's nicht zu meckern. Auswechslungen waren auf den Punkt, meiner Meinung nach. Hat genau die richtigen beiden Spieler rausgenommen, die sehr schwach waren. Ja, vielleicht hätte man über Musiala noch nachdenken können, den man auch dann gemerkt hat mit zunehmender Spielzeit, dass da vielleicht ein bisschen Kräfteverschleiß da ist. Hätte es vielleicht auch Müller da bringen können und vielleicht einen Tell für einen Harry Kane und hätte es einen Sané draußen gelassen, weiß ich nicht. Aber Michael runterzunehmen, dem auch ein bisschen Pause zu geben, fand ich völlig fein. Auch einen Heavy runterzunehmen, ihm Pause zu geben, fand ich völlig fein. Deswegen Auswechslung für mich on point. Ja, da gibt's nichts zu meckern. Und taktisch, ja, wenn wir 15-0 gewinnen, ohne dass wir einen Torschuss zugelassen haben, gibt's daran gar nichts zu meckern. Ja, von daher für mich Winnie Note 2. Gut, ich mache mal eben die Aufstellung auf und mache mal auch eben mein Notenmoped auf hier. Okay, fangen wir mit dem Ulle an. Ja. Ulle zu bewerten ist halt eigentlich unmöglich. Ja? Stand einmal sehr hoch, hat's gut gemacht, stand ansonsten ein bisschen tiefer wie ein Manuel Neuer. Hat einmal einen relativ riskanten Ball hinten rausgespielt, auf den Josh war es, glaube ich. Ansonsten die paar Bälle, die er bekommen hat, hat er verteilt und alles gut. Von daher, wie gesagt, es gab keinen Schuss aufs Tor, was soll man mit Ulle groß bewerten, von daher Note 3. Das können wir kurz und schmerzlos abhandeln. Gut. Als nächsten haben wir Upamecano. Upa hat genauso wie Minjay alles sehr gut vorneweg verteidigt. Hat dazu 1, 2 sehr gute progressive Bälle gespielt. Ja, also die Bälle nach vorne hat er wirklich 1, 2 sehr, sehr gute gespielt. Hat dann einen Fehler gemacht, wo er ein bisschen zu spät kam, wo die gelbe Karte gesehen hat, wo es einen Freistoß für gab. Ansonsten war Opa stark. Ja, Note 2 für mich. Nehmen wir als nächstes gleich den nächsten Innenverteidiger. Min-Jae Kim, für mich heute auch Note 2. Ja. Kam mit einem Fehler ins Spiel, mit dem schlechten Ball oder dem Ball, den er nicht annehmen konnte, mit dem Stoppfehler. Danach direkt drin im Spiel. Wie gesagt, ich glaube, Bremen hat ihn so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht gehabt.
Ersten 20 Minuten, wo Bremen dann auch versucht hat, die Bälle ein bisschen lang zu machen oder die Bälle über die Seite zu spielen, hat er super stark, ich erinnere mich an 3-4 Szenen vorne weg verteidigt. Völlig unaufgeregt, ja. Hat die Bälle auch unaufgeregt gespielt, die kamen, ein Fehlpass kann ich mich dran erinnern, ansonsten kamen die Bälle wirklich alle an. Ja, er hat nicht so viel Risiko genommen wie Uppa nach vorne, hat aber auch 1-2 Bälle nach vorne gespielt. Das war echt gut. Zweite Halbzeit hat er einmal einen Aussetzer gehabt, ja, wo er halt rausgerückt ist und ja, irgendwie war er dann 5 Meter vom Spieler entfernt und der Ball war schon an der Viererkette, da haben ihm die 5 Meter nach hinten gefehlt. Da war eine Riesenlücke, zum Glück hat Bremen das nicht ausgenutzt. Das war aber der einzige Fehler, den ich von Minjay gesehen habe. Ja, also für Minjay-Verhältnisse war es ein wirklich, wirklich starkes Spiel heute. Ja. Und man kann auch nicht sagen, so, ach ja, Bremen war offensiv nicht existent. Das ist richtig, das waren sie nicht, waren sie aber auch aufgrund unserer beiden Innenverteidiger. Ja, das muss man heute mal klipp und klar lobend da hinstellen. Beide haben sehr, sehr stark nach vorne verteidigt und haben die Bälle halt auch verteidigt, haben die Bälle bekommen. Ja. Das war ja immer das Problem in den letzten Spielen. Natürlich haben sie trotzdem immer nach vorne verteidigt, aber Minjay hat meistens dann von den 3 Bällen hat er immer einen klären können. Ja? Und Uppa hatte auch den einen oder anderen, den er dann nicht klären konnte. Und heute war die Quote 100%. Beide haben, wenn sie nach vorne verteidigt haben, 100% den Ball bekommen. Bis auf die eine Szene von Minjay, ja, wo er rausrücken wollte, nicht zu langsam war, nicht mehr zum Spieler kam, nicht mehr zurückkam, wo aus der Situation zum Glück nichts entstanden ist für Bremen. Aber ansonsten, ja, gerade wenn sie super hoch standen, das war, wo wir tiefer standen, diese Szene mit Minjay, da standen wir an die Viererkette am 16-Meter-Raum. Weiß ich eh nicht, warum er da rausgerückt ist. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das war halt ein kleiner Fehler von ihm. Aber ansonsten, wo die Viererkette oder unser Innenverteidiger super hoch standen, 20 Meter in der gegnerischen Hälfte teilweise, oder auch auf Höhe der Mittellinie, gerade erste Halbzeit, haben wir alles wegverteidigt, was ansatzweise dann in diese Richtung gekommen ist. Ja. Und das war von beiden Innenverteidigern sehr stark. Ja. Und da sieht man, wie das Spiel aussieht, wenn die beiden Innenverteidiger da auf diesen Positionen die 100% Quote haben. Ne? Von daher für mich beide Innenverteidiger Note 2 heute. Ohne Wenn und Aber. Gut, als nächstes haben wir Conny Leimer. Conny Leimer habe ich schon gesagt, muss ich eben raussuchen, ist im Mittelfeld, nicht in der Abwehr eingetragen. Für mich, sorry, ich mag einen Conny vom Typ her, eigentlich genau mein Typ. Eine Kampfsau, ein Kampfschwein, haut sich immer rein. Das war leider nichts, Leute. Das war aus meiner Sicht leider nichts. Von daher Note 4. Ja, warum? Wenn mal irgendwas ging über die linke Seite, Conny hat nicht einen Defensiv-Zweikampf gewonnen. Ja. Wurde durch den Doppelpass super easy ausgespielt, kam nicht hinterher von der Schnelligkeit her, kam nicht in die Zweikämpfe rein. Ja, hatte auch offensiv die erste Viertelstunde super Schwierigkeiten, hat dann 1-2 gute Szenen gehabt offensiv. Da dachte man schon, oh ja, geil, er hat sich gefangen, ist jetzt drin im Spiel. Sobald dann er irgendwie hinten gefordert war, war es eine Katastrophe. Ja. Das Zusammenspiel hat gut geklappt, das Wechselspiel mit Kimmich, ja. Kimmich war ja wieder im Mittelfeld, aber im Aufbau war er dann auch fast immer rechter Verteidiger, Conny Leimer aufgerückt. Das hat gut geklappt, auch dass Conny dann teilweise wieder schnell genug hinten war auf seiner Position, aber er kam nicht in die Zweikämpfe. Er hat kein Land gesehen. Leider. Von daher Note 4. Können wir natürlich damit begründen, dass ihm wahrscheinlich einfach auch die Spielpraxis fehlt und dass die Rechtsverteidigerposition auch einfach nicht seine Position ist. Ich verstehe nicht, wie man Conny Leimer als Rechtsverteidiger sehen kann. Haben wir letzte Saison schon unter Thomas Tuchel gesehen, dass er das nicht ist. Ja. Offensiv, ja, das kann er, das kriegt er hin. Defensiv hat das schon letzte Saison nicht hinbekommen und hat das jetzt auch wieder gezeigt. Also ich garantiere euch, da kannst du besser einen Aznu da hinstellen, der wird das defensiv stärker machen wie Conny Leimer. Ja. Das heißt schon was. Also für mich Katastrophe. Sorry. Gut, auf der anderen Seite Alphonso Davies. Fonsi würde ich heute eine Note 3 geben. Ja. Es war auf jeden Fall eine ordentliche Leistung, wie ich finde. Ja, hat trotzdem wieder seine 1-2 Böcke drin gehabt, 1-2 Mal
schlecht gespielt, den Ball nicht richtig angenommen, hat aber auch ein, zweimal wirklich stark nach hinten weggearbeitet durch seine Schnelligkeit allerdings. Auch ansonsten hat er die üblichen Defensivschwächen gehabt. Das wird sich aber auch nicht ändern. Ja, nach vorne hin war es mal so. Hat ein, zwei, dreimal ein gutes Zusammenspiel gehabt mit Musiala. Das Zusammenspiel mit King war eine Katastrophe. Ja, das würde ich aber gar nicht unbedingt Davies anheften. Das können wir genauso gut King anheften. Von daher für mich Fonsi heute eine Note 3. Ja, war auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Ja. Ja. Gut. Nächste sind unsere grandiose Doppel-6. Fangen wir mit einem Pavlo an. Das können wir relativ kurz machen. Pavlo war stark. Sehe ich bei einer 2,5. Pavlo, da ist er. Sehe ich bei einer 2,5, hat, wenn er am Ball war, viele Bälle wieder versucht nach vorne zu spielen, hat aber auch ein, zwei Querbälle gespielt diesmal. War aber gerade in der ersten Halbzeit der Spielgestalter, war aber auch defensiv ein, zwei Mal zur Stelle, ja, wo es sein musste, wo er mit nach hinten gearbeitet hat. Ich erinnere mich an den Zweikampf, wo Opa ein bisschen Probleme hatte, wo er da war. Das war gut. Ansonsten eine solide Partie, meiner Meinung nach. Ja. Gibt's nichts, ich habe jetzt nichts Negatives gesehen bei Pavlo, wo man jetzt sagen würde, ja, das war schlecht oder sowas. Ja. War oft der defensivere Part, Kimmich weiter vorne, was gut ist, ja, was wirklich gut ist. Ich sehe Kimmich nicht tiefer, obwohl das auch ein paar Mal dann der Fall war. Also das Wechselspiel hat auch gut geklappt zwischen Pavlo und Kimmich, da gibt's gar nichts dran auszusetzen. Ne? Gut. Nächster ist dann unser König und heutige Kapitän. Joshua Maschine Kimmich. Kimmich war heute Kimmich hat zum Schluss des Spiels, so die letzte Viertelstunde, wo die Luft so ein bisschen raus war, letzte Viertelstunde, letzte 20 Minuten, war Kimmich nochmal super auffällig, war Kimmich nochmal da. Ansonsten hat er viel Licht und sehr viel Schatten gehabt. Ja, wenn das schon die Mara sagt, die absoluter Kimmich-Fanboy ist. Also erste Halbzeit, ja, hab Kimmich jetzt nicht super schlecht gesehen, aber war schon so auf 3-Niveau, würde ich sagen. Hat dann zum Schluss ja nochmal den Lattenschuss gehabt. Hat dann aber auch zweite Halbzeit ein, zwei Bälle vorne wirklich mal festgemacht. Das war erste Halbzeit nicht der Fall. Er hat sich super schwer getan, kam gar nicht ganz schlecht in irgendwelche Zweikämpfe rein. Ja. Erste Halbzeit 3-4 Mal ganz easy überspielt. Hat auch noch nicht mal das versucht, das Foul zu ziehen. Aber das ist ein Kimmich. Ja. Er kann einfach nicht in der Rückwärtsbewegung. Ich meine, das war dann auf der Achterposition, da war es nicht ganz so wild, ja, als wie wenn es auf der Sechserposition passiert. Trotzdem kam er da nicht rein. Ja, hat viel natürlich quer und nach hinten gespielt. Wir haben gesehen, 157 Ballkontakte. Von daher fällt es mir ein bisschen schwer, ihn heute zu benoten. Ja, er war dann halt nochmal der Auffällige zum Schluss hin. Auf jeden Fall, da konnte er ein, zwei Bälle festmachen und hat dann auch nochmal diesen Schuss gehabt und sowas. War ansonsten auch im vorderen Drittel hat er versucht, die Bälle gut zu verteilen und so weiter. Wir geben ihm eine 3. Note 3, denke ich, ist fair. Ja. Ja. Lege ich mich fest. Note 3 für Joshua. Gut. Kommen wir zum nächsten, wo ich mich ein bisschen schwer tun werde, ist Jamal Musiala. Ja, hat natürlich sein Tor gemacht, was super vorbereitet war von Michael. War auch einigermaßen auffällig, hat sich aber teilweise wieder zu sehr festgedribbelt, wollte mit dem Kopf durch die Wand ein, zweimal. Was mir sehr gut gefallen hat, gerade erste Halbzeit kam er aus einer tieferen Achterposition raus, ja. Das hat mir gut gefallen. Zweite Halbzeit ist er so roundabout 25 Minuten komplett abgetaucht. Hast du gar nicht wahrgenommen, dass er auf dem Feld ist. Ja. Dann war er nochmal da zum Schluss, hat nochmal ein, zwei Szenen gehabt. Von daher tut mich auch ein bisschen schwer, ihn heute irgendwie gut zu benoten.
Ja, ich würde ihn bei einer 3 plus sehen, von daher kriegt er auch eine 2,5. Hat das Tor gemacht, von daher, ja, sonst wäre es für mich eher eine 3 gewesen, aber hat er schon gute Szenen gehabt vorne, aber wie gesagt, ist dann so 25 Minuten abgetaucht. Das geht mit Sicherheit besser und ich habe irgendwas auf meiner Brille, was nervt. Ja. Gut. Kommen wir zu den beiden Gegenstücken, unsere beiden Außenspieler. Ja, das ist wie der Unterschied wie Tag und Nacht heute. Und das wird sich natürlich auch in der Benotung widerschlagen. Michael, für mich Note 1 heute. Gibt's nichts drüber zu diskutieren in meinen Augen. Sind eben raussuchen da. Ja, war an 4 Toren beteiligt. Was mir auch, oder trotzdem, dass er an den 4 Toren beteiligt war, er hat super stark mit nach hinten gearbeitet. Ja, hat 1-2 Mal wirklich für Conny da die Bälle weggearbeitet. Ja, hat auch 1-2 Ballverluste gehabt. Das ist normal, weil es ein Offensivspieler, der vorne ein bisschen Risiko nimmt. Aber wie gesagt, 4 Toren beteiligt. Und guckt euch an, mit welcher Lockerheit und auch mit welcher Uneigennützigkeit. Ja. Ich habe es heute zu Mar gesagt, er hat all das ausgestrahlt, was letzte Saison einfach gefehlt hat. Ja, er war immer der auch einen Harry Kane gesucht hat. Ja. Note 1 für mich. Ich habe nichts gesehen, was schlecht war. Ja, grandios einfach. Gut, damit kommen wir zum Gegenpart. Kingsley Coman. Boah. Weiß ich nicht. Hat für mich die Aufstellung wieder nicht gerechtfertigt. Ja, hat sich super schwer getan. Mit Zusammenspiel mit Davies war nicht vorhanden. Die Absprache war nicht vorhanden. Haben sich nicht einmal gegenseitig mal eingesetzt. Ich habe nicht einmal gesehen, dass ein King es mal versucht hat, an der Seite durchzugehen oder sonst was. Irgendwie mal einen super starken Akzent gesetzt hat. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich sehe ihn auch bei einer 4. Ja, ich war jetzt gerade überlegen, machen wir noch eine 3,5 raus, weil er jetzt ja auch nicht super krasse Fehler nach hinten oder sowas, aber wir bewerten ihn anhand eines Offensivspielers. Ja, und ich denke, wir haben heute mal das war heute von Michael zu Coman, war es ein Klassenunterschied. Ja, das muss man mal klipp und klar sagen. Und man kann sich heute nicht beschweren, dass irgendwie alles nur über eine Seite ging. Es wurde auch versucht, über die linke Seite zu spielen. Ne? Ich meine, Serge haben wir gesehen, er hat seine Bude auch direkt gemacht, wo er reinkam. Aber es wurde einfach nichts umgesetzt auf dieser Seite. Ja? War eine Katastrophe leider. Ja, meine Meinung. Gut, damit kommen wir natürlich zum eigentlichen König bei uns, Harry Kane. Harry Kane hat einfach wieder Harry Kane Sachen gemacht, Leute. Ich weiß nicht, wir müssten irgendwelche Superlativen noch erfinden für Harry Kane. Ja, er war vielleicht jetzt heute nicht so super duper auffällig von Anfang an, hat einen schweren Stand gehabt. Bremen hat ihn sehr gut verteidigt, ja, muss man sagen, hat wirklich schwer gehabt. Ich weiß nicht, das eine Mal ziehen, wo ihm nur das halbe Trikot über 10 Sekunden ausgezogen wurde. Ja, klar, es gibt für sowas keine Elfmeter, aber wenn man dann für irgendein popliges Handspiel einen Elfmeter gibt, dann ist das schon lächerlich. Ja. Das war schon wirklich wild. Hat sein Tor gemacht, was super stark natürlich herausgespielt war mit Zusammenspiel mit Michael. Hat sonst, glaube ich, 2 Tore wieder vorbereitet. Hat wieder auch teilweise, was heißt teilweise, hat einmal den Ball vom Bremer zurückerobert in der Sechserposition. Da war kein Kimmich, da war kein Pavlovic, da war ein Harry Kane. Ja. Ansonsten hat er sich auch teilweise wieder ins Mittelfeld fallen lassen, das Spiel mit aufgebaut, das Spiel angetrieben. Ja. Wir könnten bei Harry Kane natürlich irgendwelche Abstufungen machen mit 1 ohne Sternchen, mit 1 mit Sternchen. Heute war es dann eine 1 ohne Sternchen. Für mich war es trotzdem eine 1. Ja. Also Harry Kane und Michael Olise vorne. Einfach Ja, dazu hast du noch einen Musiala gehabt, der durchschnittlich unterwegs war. Ja, und dann kannst du dir auch erlauben, Coman auf dem Feld zu haben, der Totalausfall war. Und jetzt stellt euch mal vor, du hast über diese Seite auch noch einen Spieler, der 100% performt. Ne? Also, krank. Krank. Gut.
Kommen wir zu den Auswechselspielern. Habe ich ja schon gesagt, ich fand die Auswechslung auf den Punkt. Ja. Rafael Guerrero und Serge Gnabry werden wir auf jeden Fall benoten. Da ich gerade hier mit dem offensiven Tab bin, fangen wir mit dem Serge an. Serge hat sein Tor gemacht. Ich habe mir noch gedacht, vorher schon, ja komm, schieß selber. Es war schon gerade so ein bisschen gefühlt so ein bisschen Larifari unterwegs. Aber auch normal, ne, wenn es schon 3-4-0 steht. Ja, hat er schön gemacht, hat das Ding dann da reingeschlänzt in die Ecke. Können wir vielleicht über den Goalie reden, aber ich glaube, der Goalie hat den Ball einfach ein bisschen spät gesehen. Ansonsten ist es schwer, die Offensiven, die eingewechselt wurden, wirklich gut zu benoten, weil schon ein bisschen die Luft dann raus war. Auch wenn Vincent Kompany immer noch versucht hat anzutreiben, ja, das hat man auch gesehen. Von daher halte ich es mal bei ihm wie beim Musiala. Auch wenn es natürlich nicht fair ist für die Spielzeit, kriegt er eine 2,5, also im Gegensatz zu der Spielzeit von Musiala. Hat sein Tor gemacht, von daher eine 2,5, sonst hätte ich ihn auch bei einer 3 gesehen. Gut, damit kommen wir noch zu Rafael Guerrero. Für mich natürlich erstmal super nachvollziehbare Wechsel. Ja. Für mich waren genau die beiden Spieler mit Abstand die schlechtesten, deswegen haben wir beide auch eine Note 4 bekommen. Ja, von daher beide Daumen hoch, völlig zu Recht. Man hat denen nochmal 10 Minuten gegeben in der zweiten Halbzeit. Beide konnten nicht irgendwie was darbieten, was man jetzt denke, jo, der Schalter ist umgelegt. Deswegen wurden beide ausgewechselt. Völlig zu Recht. Ja. Sau stark, habe ich lange Zeit vermisst, dass es endlich mal nach Leistung dann auch gewechselt wird. Fand ich super gut. Rafael Guerrero war sehr unauffällig, würde ich sagen. Ja, hat 1-2 Mal den Körper sehr stark reingehalten, war auf jeden Fall defensiv aktiver, wie es ein Conny Leimer war, gar keine Frage. War jetzt aber offensiv nicht so präsent mehr, aber es lag einfach auch daran, dass die ganze Mannschaft halt nicht mehr so super offensiv präsent war. Von daher sehe ich ihn bei einer Note 3. Gut, alle anderen werde ich nicht mehr benoten, weil einfach die Spielzeit zu kurz war, aber ich werde natürlich ein paar Worte dazu sagen. Weil wir haben da natürlich noch den einen oder anderen Experten dabei. Fangen wir an mit ein Palhinha. Für mich eine super konzentrierte Leistung. Ja, hat 1, 2, 3 Minütchen gebraucht, um ein bisschen reinzukommen, seine Posi zu finden, war dann da, hat vorne 1, 2 Bälle direkt festgemacht. Ich erinnere mich an einen Ball, wo er hinten nicht mehr hinterher kam. Ansonsten hat er auch nach hinten hin nochmal 1, 2 Bälle weggearbeitet. Ich fand super gut, dass du gleich gesehen hast, ja, wie er sich direkt in den Sechserraum orientiert hat. Danach war es auch ein bisschen offensiver, ja, weil wir auch nicht diesen Sechserraum unbedingt so besetzen mussten. Hat mir persönlich gut gefallen, ne, aber das jetzt irgendwie fair zu bewerten bei 20 Minuten, die man auf dem Platz ist schwierig. Ja, es war ordentlich, meiner Meinung nach. Gut, als nächstes haben wir Leroy Sané. Leroy Sané hat mich enttäuscht. Ja, klipp und klar. Leroy Sané war auch wieder das perfekte. Ich meine, er kam ja auch für Michael Olise, von daher der perfekte Gegenpart. Leroy Sané hast du wieder gemerkt, oh geil, ich bin wieder da. Ich ziehe wieder meine Einzelaktion durch. Warum soll ich den Ball abspielen? Ich bin Leroy Sané. Ja? Sau stark. Und natürlich kam da wieder nur Grütze bei rum. Ja. Offensiv keinerlei Akzente setzen können, die Bälle, wenn vertändelt, viel zu lange am Fuß gehalten, anstatt einfach mal den Mitspieler mitzunehmen. Fairerweise, wie gesagt, war aber auch ein bisschen die Luft raus nach vorne hin, von daher ist es nicht ganz so einfach, die Spieler jetzt fair zu bewerten, deswegen gibt's ja auch keine Benotung. Aber ich war enttäuscht vom Sané. Ja, ich habe mir mehr erwartet von Leroy. Ich habe gedacht, das Tor im letzten Spiel gibt ihm ein bisschen Auftrieb. Fairerweise muss man sagen, ja, er wird natürlich seine Spiele auch noch brauchen, um reinzukommen, aber ja, dieses eigensinnige wieder, ja, ich bin jetzt wieder da, ich bin jetzt wieder Mr. Einzelaktion, ging mir halt hart auf die Eier, um es klipp und klar zu sagen. Ja. Wenn du das vorher gesehen hast, wie uneigennützig die Spieler waren, wie das Zusammenspiel war,
Das hat den Leroy nicht interessiert. Das war sehr schade. Auf der anderen Seite ist es vielleicht menschlich, ich wollte unbedingt was zeigen, weil, machen wir uns nichts vor, aktuell, also Michael Olise geht gar keinen Weg vorbei. Für gar keinen der anderen Winger. Für gar keinen. Ja. Selbst ein Gnabry, der eine ordentliche Form hat, heute ist für mich eine Klasse schlechter wie Michael Olise. Also. Und der ist noch nicht lange bei uns, der wird ja noch besser werden. Ja. Das Zusammenspiel wird noch besser werden. Das ist krank. Ja, und dann hast du den originalen Gegenpart heute gesehen mit dem Leroy. Kopf runter, Blick runter, ich mache alles alleine. Katastrophe. Katastrophe. Er kann froh sein, dass ich ihn nicht benoten muss. Ja, muss man einfach sagen. Gut, als letzten haben wir Thomas Müller. Fand ich auch völlig fein. Also erstmal fand ich auch den Wechsel für Michael Olise völlig fein. Ja, nehme ihn runter, gib ihm ein bisschen Schonung, hat er sich verdient. Völlig richtig. Dasselbe mit Harry Kane fand ich auch völlig richtig. Nimm ihn runter, bring nochmal Thomas Müller rein. Thomas Müller konnte dann auch gar keine Akzente setzen. Ja. Gar keine. Ja, und da sind wir dann auch mal bei einem Kommentar, den ich letzte Woche gelesen habe. Ja, es reicht ja schon als Zeichen, wenn du einen Thomas Müller bringst, wie er die Mannschaft pusht und mitnimmt. Nee, war nicht zu sehen heute. Ja, du hast ihn gesehen anhand seiner tollen Schuhfarbe, die er hatte, hast du ihn mal gesehen, wo er auf dem Platz rumgerannt ist. Fairerweise muss man sagen, dass Thomas Müller kein Neuner ist. Und wie ich schon sagte, ähnlich wie bei Leroy, bei Serge, ja, wir haben jetzt nicht mehr den Superzug gehabt, um zu sagen, komm, wir machen noch das 6., das 7., aber wir haben auch erst vor 3 Tagen gespielt, es stand 5-0, Alter, alles ist schicki, alles ist gut. Wir haben trotzdem noch versucht, den Ball nach vorne zu spielen. Es waren viele Wechsel da, das Zusammenspiel war nicht so gegeben, wie es vorher da war. Was völlig normal ist, von daher meckern auf hohem Niveau, ja. Müller hat's ordentlich gemacht, jetzt nicht super schlecht oder so, jetzt nicht so einzelaktionslastig wie ein Leroy. Aber du hast Müller halt auch kaum wahrgenommen, aber lag auch daran, dass er kaum eingesetzt wurde. Ja. Das ist meine Meinung, Leute, zu den Spielern. Ich hätte vielleicht auch einen Thomas Müller nochmal einblenden sollen, war, ist ja auch in der Frech, wenn ich schon die ganze Zeit über ihn rede, von daher blende ich ihn nochmal ein. Am Ende des Tages ein super Spiel von uns. Ja, erst recht nach dem Champions League-Spiel, nach dem 9:2, wo wir uns sonst auf jeden Fall auf unseren Lorbeeren erstmal schön ausgeruht hätten und so, ach, guck mal, wir können es doch noch, wenn wir wollen, so, ne? Genau, das wäre passiert letzte Saison, müssen wir uns nichts vormachen. Das gab es nicht. Ja, feuerfrei. Wie gesagt, es war ein schwieriges Spiel, die ersten 20, 25 Minuten. Bremen hat es wirklich gut gemacht. War sehr defensiv, die Räume super eng gemacht und trotzdem haben wir 75% Ballbesitz gehabt und trotzdem haben wir gerade auch da einen Michael zu nennen, ja, der immer wieder viele, viele Wege in die Tiefe gegangen ist, auch wenn er selten den Ball gekriegt hat, ja. Und da muss man da auch mal Pavlovic, vielleicht da nochmal wegen, warum die 2,5, wie ein Pavlovic dann den Ball spielt und dann auch in die Tiefe geht, ja, und dann den Ball auch wieder bekommt und dadurch die Chance kreiert, ja. Das war schon stark, ne? Und das gegen eine Bremer Mannschaft, die super gefestigt, gestaffelt da hinten drin stand. Ja. Da ist es nicht einfach, sich Torchancen zu erspielen. Wir sind geduldig geblieben, haben den Ball laufen lassen, wir waren super viel in Bewegung. Genau das vielleicht auch nochmal zum Vergleich zur letzten Saison. Letzte Saison haben wir ganz, ganz viele dieser Spiele gehabt. Ne? Ganz, ganz viele dieser Spiele. Und was haben wir gemacht? Wir standen. Wir standen fest in unseren Positionen und haben den Ball laufen lassen. Wie beim Handball. Haben wir jetzt auch gemacht. Aber wir standen nicht fest in unseren Positionen. Ja? Jeder Spieler war super viel in Bewegung und ist immer wieder in die Tiefe gegangen, hat immer wieder Räume angeboten, hat immer wieder versucht, einen Bremer wegzuziehen und einen Raum zu kreieren. Super gut. Super gutes Spiel. Ja? Und damit, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und ich freue mich auf das Spiel gegen Leverkusen. Da werden wir mal am Montag im Stream ein bisschen drüber reden. Ich bin da gerade sehr, sehr guter Dinge. Ja. Denke, wenn wir es einen kleinen Blick vorauswerfen wollen, es könnte ein sehr torreiches Ding werden. Aber dieses Spiel heute hat mich auf jeden Fall noch mal einen Tacken zuversichtlicher gemacht. Ja. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.